Ich habe dieses Thema überschrieben heute Morgen: Gott ist Liebe. Und was möchte Gott von uns? Wo oder wer ist ein Gott wie du, der Schuld vergibt und Vergehen verzeiht? Das lesen wir schon im Alten Testament. Denken wir an den König David. Ehebruch, Mord. Es gab kein Opfer für diese Tat. Doch Gott erbarmte sich und bekannte sich zu diesem Bekenntnis der Sünde gegenüber David. Oder denken wir an Manasse, der König, der sich am schlimmsten versündigt hatte im Alten Testament, aber Buße tat und wieder in seine Stellung eingesetzt wurde. Sofort lesen wir im 2. Buch Chronik. Es ist ganz wichtig, dass wir die Bibel kennen, auch in unserer Zeit. Ganz besonders natürlich das Neue Testament. Dort, wo uns die Liebe Gottes in der Person Jesu Christi begegnet. In ihm ist die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Ja, wo wären wir, wenn Gott, der Ewige, den Sünder mit dem ewigen Zorn bestrafen würde und uns nicht Gnade anbieten würde? Wo wäre ich? Wo wärst du? Aber Gott ist ein Gott der Liebe und der Gnade. Und er kann gerecht sein und auf der anderen Seite barmherzig. Das werden wir heute besonders sehen in der Predigt. Kein Mensch kann so lieben wie Gott. Keine Mutter kann so lieben wie er. Kein irdischer Vater kann so lieben wie der Vater im Himmel. Und kein Missionar, kein Prediger kann so lieben wie Gott. Und ich bin so froh, dass ich das glauben kann. Ich möchte uns jetzt einen Bibeltext lesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 8 bis 16. Und wir werden sehen, hier kommt in den Versen so die Liebe Gottes eigentlich am meisten vor. Das hohe Lied der Liebe in 1. Korinther 13, das kennen sicherlich die meisten. Hier im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, lesen wir nur schon in diesen Versen 9-mal von der Liebe Gottes, dass Gott Liebe ist. Und ich lese ab Vers 8, den zweiten Teil. Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist vollkommen geworden in uns. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das waren jetzt nicht Worte eines besonders begabten Philosophen, sondern Johannes war ein Jünger Jesu. Er hat in der nächsten Nähe mit ihm gelebt. 3 Jahre war er mit Jesus Christus unterwegs und er hat die Taten gesehen, die Worte gehört. Und er beschreibt uns hier, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Gott ist Liebe. Nur 3 Worte. Und ich bin davon überzeugt, dass in einer großen Stadt, wie zum Beispiel Zürich, an einem Tag über 100.000 Menschen zu Jesus Christus kommen würden, wenn sie das glauben würden. Nur glauben. Das ist alles.
Denn was könnte Gott noch mehr tun, um unserer Welt zu zeigen, dass er sie lieb hat als das, was er schon getan hat? Er sandte die heiligsten Menschen in diese Welt und man sperrte sie in Kerker wie einen Jeremia oder man tötete sie wie einen Johannes, den Täufer. Doch dann sandte er seinen eigenen Sohn und man kreuzigte ihn und legte ihn in ein Grab. Doch Gott holte ihn dort wieder heraus und setzte ihn auf seinen Thron, ihm zur Rechten. Aber das war ihm noch nicht genug. Er sandte den Heiligen Geist. Und er ist seit Pfingsten in dieser Welt und natürlich auch heute Morgen hier in unserer Mitte, um uns Jesus Christus und sein Erlösungswerk vom Kreuz groß zu machen. Der Heilige Geist ist sozusagen der Scheinwerfer auf Jesus Christus und diese alles überragende Tatsache, Gott ist Liebe. Wir wollen uns einmal die Frage stellen, wie sollen wir uns denn die Liebe Gottes vorstellen? Bin einmal ins Internet gegangen, habe den Begriff Liebe eingegeben und da kam ein sehr langes Register. 340 Millionen Einträge. Natürlich habe ich die nicht alle nachgeschaut, aber es waren ausschließlich Einträge, ich sag's jetzt mal, die um Sex sich handeln. Befriedigung der eigenen Lust. Aber ist das Liebe? Was meinen wir, wenn wir zum Beispiel sagen, ich liebe dich? Bei den meisten ist es doch so, ich möchte nicht sagen, bei uns allen, obwohl ich das manchmal glaube, dass wir sagen, ich liebe dich, aber wir meinen, ich liebe mich. Und dazu will ich dich gebrauchen. Denn ich möchte von dir Anerkennung, von dir in den Arm genommen werden. Ich möchte von dir Geborgenheit, Sicherheit. Das will ich von dir. Wir Menschen sind doch so. Wir lieben andere Menschen, solange sie uns liebenswürdig sind. Aber wenn da mal etwas dazwischen kommt, dann ist es oft mit unserer Liebe sehr schnell vorbei. Unsere Liebe hat keine tiefen Wurzeln. Unsere Liebe ist nicht viel wert. Und ich bin so froh, dass Gottes Liebe so ganz anders ist. Wer Liebe sucht, der muss nach Golgatha blicken. Er muss zu diesem Kreuz kommen. Denn dort beweist uns Jesus Christus seine Liebe zu uns. Und seine Liebe ist gebend, schenkend. Sie sucht nicht das Ihre. Und sie kam in diese Welt, um uns zu Gott zurückzubringen, um uns mit ihm zu versöhnen. Und das geschieht, wenn ein Mensch sich für Jesus Christus entscheidet. Wenn ein Mensch Jesus Christus in einem Gebet seine Schuld bekennt, dann vergibt ihm Jesus Christus alle seine Sünden, die er bis zu diesem Zeitpunkt getan hat. Das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, so sagt es uns der Johannesbrief, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, reinigt uns von aller Sünde. Das ist der erste Schritt. Und dann tut er den zweiten Schritt, nachdem er um Vergebung gebeten hat, dann nimmt er Jesus Christus als seinen Herrn und Retter in sein Leben auf. Er übergibt ihm die Herrschaft über sein Leben. Und dann kommt Jesus Christus durch den Heiligen Geist in das Leben dieses Menschen hinein. Er wird von Neuem geboren. Er wird ein Kind Gottes. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns dann geschenkt ist. Nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Römer 8, Vers 39. Ich habe diese Erfahrung erst mit 29,5 Jahren gemacht. Aber es hat mein Leben auf ein ganz neues Fundament gestellt. Das war der schönste Tag, so heißt es in einem Gedicht oder in einem Lied, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Und Gottes Liebe macht den tiefsten Schaden wieder gut. So eine Macht hat die Liebe
Gottes. Und sie wird so herrlich besungen. Wir haben schon so ein wunderbares Lied miteinander auch gesungen. Sie wird so herrlich besungen in vielen Liedern. Eines meiner Lieblingslieder, Gottes Liebe, sie hat keine Grenzen. Tiefer ist sie als das tiefste Meer. Ein anderes Lied, sie ist wärmer als der wärmste Sonnenschein und es gibt nichts, was Gottes Liebe überragt. Ich bin sehr oft in der Evangelisation unterwegs, in anderen Gemeinden, in der Schweiz, in Deutschland. Im Januar war ich in Steffisburg. Man hat lange hin und her überlegt, kann man das so durchführen oder nicht? Sollen wir es machen? Und ich versuchte einfach Mut zu machen, die Gelegenheit dann auch zu nutzen, die wir haben. Und die Evangelisation fand statt. Am ersten Abend war da eine junge Frau. Sie war befreundet. Ihr Freund hatte sich noch nicht so lange vorher für Jesus Christus entschieden. Sie saß da, sie hörte die Predigt, wollte dann nach Hause gehen, kam aber wieder zurück. Ich hatte eingeladen zur Entscheidung und dann sagte sie mir, ich kann so nicht nach Hause gehen. Es würde etwas unerledigt bleiben. Und dann bekannte sie in einem einfachen Gebet Jesus ihre Sünden unter Tränen. Und sie nahm Jesus Christus als ihren Retter an. Und sie und auch ihr Freund und auch die Eltern des Freundes, die waren dann jeden Abend da. Und die saßen da, die waren so voll dabei. Es war für mich auch etwas Besonderes. Jetzt habe ich gehört, die haben mittlerweile geheiratet. Und was mich ganz gefreut hat, das ist jetzt erst ein paar Tage her, wir haben einen Wohnungswechsel vollzogen, ich und meine Familie. Wir sind, also meine Frau und die 3 kleinen Kinder und bekommen, so Gott will und alles gut geht, im Juli noch ein 4., brauchten eine bisschen größere Wohnung. Und da hat auch ein Bruder mitgeholfen vom Missionswerk Heukelbach. Und dann kam er so auf mich zu. Er sagte, ich muss dir noch eine schöne Geschichte erzählen. Er selber ist oft mit einem Büchertisch unterwegs an verschiedenen Plätzen hier in der Nähe, also Gebiet Luzern und andere. Und da sagte er, und er nannte dann die Namen der beiden, die da in Steffisburg in der Evangelisation waren. Sie kamen zu ihm und wollten sich informieren, wie sie missionarisch tätig sein können. Sie möchten auch irgendwie in ihrem Ort eine Arbeit für den Herrn tun. Da jubelt mein Herz, wenn ich solche Dinge erleben darf, wenn Menschen ganze Sache mit Jesus Christus machen. Gottes Liebe ist unermesslich. Sie geht, sagt der Apostel Paulus in Epheser 3, Vers 19, über alles Denken und Verstehen. Eine weitere Eigenschaft, Gottes Liebe ist unwandelbar. Auf der ganzen Welt finden wir keinen Mann, keine Frau, kein Kind, das Gott nicht lieb hat. In Johannes 13, Vers 1 steht, so wie Jesus die Seinen liebte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Wissen wir, wann das gesagt wurde? Es war in der Nacht, als Judas ihn für 30 Silberlinge verraten hat und Petrus behauptete, dass er ihn nicht kenne. Und doch liebte er sie bis ans Ende. Warum liebte er? Kann es euch nicht sagen. Warum er seine Liebe sündigen Menschen schenken will. Aber du könntest mich genauso fragen, warum scheint die Sonne? Ich würde sagen, sie kann nicht anders als zu scheinen. Es ist ihre Natur zu scheinen. Und es ist Gottes Natur zu lieben. Eine weitere Eigenschaft, Gottes Liebe ist ewig. Jeremia gebraucht den Ausdruck, er liebt mit einer immerwährenden Liebe. Jeremia 31, Vers 3. Das hebräische Wort Olam könnte man auch übersetzen, vor Zeiten seit jeher unbegrenzt, unwiderruflich, andauernd. Wie können wir das nur messen? Man kann Gottes Liebe nicht messen. Es gibt keinen Maßstab in unserem Denken, das Gottes Liebe messen könnte. Und sie bleibt immer gleich in ihrer Kraft. 1. Korinther 13, Vers 8. Die Liebe Gottes vergeht niemals. Niemals. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Prinzip. Gott liebt den Sünder, die Person. Aber er hasst die Sünde, die Tat. Der Evangelist Moody,
Er sagte das mal so: Wenn du ein Kind hast, das die Pocken hat, dann hasst du die Pocken mit 2 S, aber liebst dein Kind, nicht wahr? Gott hasst die Sünde mehr, als du jemals die Pocken. Aber Gott liebt die Sünder mehr, als du jemals dein Kind. Römer 5, Vers 8, ein gewaltiger Vers, dort steht: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, als er Christus für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Jesus starb nicht für gute Leute. Er starb für die Verlorenen. Er starb für die Sünder. Er starb für die ganze Welt, ohne Unterschied, für alle. Den schlimmsten Fehler, den wir als sterbliche Menschen tun können, ist, uns zu verschließen für diese Liebe Gottes. Warum? Jeder Mensch lebt vom Sündenfall her getrennt von Gott. Und wenn er Jesus Christus und seine Liebe nicht annimmt, wenn er sich nicht für Jesus Christus hier in diesem Leben entscheidet, dann geht er ewig verloren. Er geht in die ewige Nacht. Er geht in die ewige Verdammnis. Und dort ist und bleibt er ewig getrennt von der ewigen Liebe Gottes. Wer Jesus und seine Liebe hier in diesem Leben nicht angenommen hat, den erwartet in der Ewigkeit nicht Liebe, sondern der Zorn Gottes, der ewige Zorn Gottes. So hat es Jesus selber gesagt. Wer an den Sohn glaubt, Johannes 3, Vers 36, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorsam ist, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wer Jesus Christus angenommen hat, ist ewig gerettet. Wer Jesus Christus nicht angenommen hat, ist ewig verloren. Stellen wir uns das einmal vor. Da ist jemand nicht bekehrt, nicht von neuem geboren. Vielleicht ein Nachbar, einer deiner engsten Angehörigen. Und er stirbt. Und plötzlich, nach dem Sterben, wird ihm bewusst, es gibt doch eine Ewigkeit. Wie schrecklich muss es sein, wenn ein Verlorener in der Ewigkeit erwacht und ihm bewusst wird, es ist zu spät. Es ist zu spät. Was für ein schlimmes Wort. Auf einen unbekehrten Menschen wartet nur Tod, Auferstehung, Gericht, ewige Verdammnis. Und ihr Lieben, auch in evangelikalen Kreisen wird das nicht mehr überall geglaubt. Es gibt manche, die glauben an die Allversöhnung. Andere glauben das Gegenteil. Sie meinen, dass der Verlorene im Gericht ausgelöscht wird und dann gar nicht mehr existiert. Das ist evangelikale Bibelkritik. Der Herr Jesus hat gesagt, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Matthäus 7, Vers 13. Der unbekehrte Mensch ist unterwegs zur Hölle. Das müssen wir so sagen, weil es die Bibel sagt, weil es Jesus Christus gesagt hat. Der Mensch vom Sündenfall her ist auf dem Pfad der Verlorenheit, und zwar wegen seiner Sünde. Aber Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und gerettet wird. Es liegt nicht an Gott, er hat alles getan, damit wir Menschen gerettet werden. Es liegt an uns, ob wir dieses Heil annehmen oder ablehnen. Jemand hat einmal gesagt, Jesus bleibt aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, aller Anbetung Mittelpunkt, allen Heils Ausgangspunkt. Und an der Person Jesu möchte ich uns in 2 kurzen Punkten zeigen und beweisen, dass Gott Liebe ist. Und dann zum Schluss, was sein größter Wunsch ist. Was möchte Gott von mir, von dir? Wir haben gelesen in 1. Johannes 4,9 über seine Herkunft, die Herkunft Jesu. Darin ist erschienen die Liebe Gottes zu uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt,
damit wir durch ihn leben sollen, ewiges Leben aus Gott empfangen sollen. Eine andere Stelle, die uns allen bekannt ist, sehr wahrscheinlich kennen wir sie auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Mit Welt ist jetzt nicht die geografische Welt gemeint. Das griechische Wort Kosmos meint hier die gottfeindliche Welt. Die Welt, die in Auflehnung gegen Gott lebt, von Satan her, der die ungläubigen Menschen verblendet, dass sie in ihrer Ichhaftigkeit gegen Gottes Gebote leben. Aber Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, zu uns, die wir in Rebellion gegen Gott gelebt haben oder leben, die Dinge treiben, die gegen Gott und sein Wort stehen. Und der himmlische Vater hat nicht irgendjemanden geschickt, sondern Gott, den Sohn. Sohn Gottes bedeutet auch Schöpfer, Erhalter, Vollender des ganzen Universums. In Offenbarung 1, Vers 8, das haben wir auch auf dem Blatt gelesen heute Morgen, sehen wir etwas von der Größe, von der Erhabenheit, von der Unendlichkeit Jesu Christi. Dort sagt der Herr, ich bin das Alpha und das Omega. Alpha und Omega, das ist der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Omega ist der letzte Buchstabe. Bei uns ist es das Z. Und dann steht dort, das sagt der Herr, der Gott ist. Ganz interessant. Jesus ist Gott. Er ist der Kyrios. Und dann steht dort, der ist, im Griechischen Hoon, der ewig Seiende, der war und der da kommt. Und dann steht der Pantokrator, der Allmächtige. Das heißt, der über alles herrscht, dem nichts entgeht, der absolute Kontrolle hat über alles. Gott, der ewige Sohn, wurde Mensch. Er wurde einer von uns. Und er sagt in Johannes 6, Vers 38, ich bin vom Himmel gekommen. Also der Herr Jesus stammt nicht aus Bethlehem, obwohl er dort als Kind geboren wurde. Nein, seine Abstammung ist von der Ewigkeit her aus der Herrlichkeit, einem Ort von unermesslicher Schönheit. Und er kam in diese Welt mit einem Ziel, um für uns stellvertretend am Kreuz zu sterben. Aus Liebe verließ Jesus den Himmel. Und wir müssen das auch so sehen. Wir hatten uns von Gott entfernt. Und Jesus, der heilige, allmächtige Gott, ich möchte es mal so sagen, läuft uns hinterher. Er ist nicht im Himmel geblieben und hat zugeschaut, wie der Mensch ins Verderben geht. Nein, seine Herkunft und sein Kommen beweisen, Gott ist Liebe. Der zweite Punkt, seine größte Tat. Vers 10, 1. Johannes 4 haben wir gelesen, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn als Sühnung für unsere Sünden. Und Vers 14, und wir, sagt Johannes, und schließt auch seine Jünger und Jüngerinnen ein, haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland, griechisch Soter, Retter der Welt. Wenn wir so durchs Neue Testament lesen, dann sehen wir, der Herr Jesus hat tausende Menschen geheilt. Blinde wurden sehend, Lahme gehend. Jesus Christus weckte sogar Tote auf. Er war die Sensation in Israel. Matthäus 15, Vers 31, da steht so, dass die Volksmengen sich wunderten, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen, und sie verherrlichten den Gott Israels. Und doch hätte es unser Grundproblem nicht lösen können. Denn unser größtes Problem ist nicht körperlicher Art, sondern geistlicher Art. Nicht gesundheitlicher Art, sondern geistlicher Art. Der geistliche Tod musste überwunden werden.
die Trennung von Gott aufgehoben werden. Unsere Schuld musste bezahlt werden. Und das konnte nur einer, der ohne Schuld war. Und nur ein Mensch konnte stellvertretend für Menschen diesen Preis bezahlen. Darum gab es noch eine Tat durch Jesus Christus vollbracht, die alle anderen Taten bei weitem überragt haben. Und es war seine Tat am Kreuz. Als er sein Leben und Blut für uns am Kreuz auf Golgatha opferte. Gottes größte Tat heißt Golgatha. Dort hat er seine Liebe bewiesen. Und die Liebe Gottes hat sich dort am stärksten geoffenbart. Und ich möchte dich einmal mitnehmen zu diesem Kreuz und dich einen Blick in dieses Gesicht werfen lassen. Und in die durchbohrten Hände und Füße. Siehst du ihn? Er hängt dort, angenagelt, blutend, beladen mit der Sünde der ganzen Welt. Hörst du, wie er betet? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und plötzlich kommt da ein römischer Soldat und stößt seinen Speer in das Herz Jesu. Ich denke, das war die dunkelste Tat der Weltgeschichte, als dieser römische Soldat seinen Speer ins Herz Jesu stieß. Und das ist die Frage. Kannst du gleichzeitig nach Golgatha blicken und auch nur einen Augenblick daran zweifeln, dass Gott diese Welt liebt, dass Gott dich mit ewiger Liebe liebt? Die Tat am Kreuz beweist, Gott ist Liebe. Wir kommen zum letzten Punkt, sein größter Wunsch. Was möchte Gott von uns? Er möchte eine Antwort auf seine Liebe. Und diese Antwort ist ein zweifaches. Er möchte, dass wir diese Liebe annehmen. Dass wir nicht mehr selber unser Leben im Griff haben, nicht mehr selber entscheiden, sondern dass wir ihm die Herrschaft übergeben, Jesus Christus unser Leben bringen, ihn aufnehmen. Dann werden wir von neuem geboren, dann empfangen wir die Liebe Gottes. Alle, die Jesus aufnahmen, so steht's in Johannes 1, Vers 12, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Das sind die, die von Gott geboren sind. Aber Gott vergibt uns nicht nur unser sündiges, verlorenes Leben, sondern Gott formt uns um. Er befähigt uns zu einem Dienst für ihn. Deine Zukunft soll ein Dienst für den Gott der Liebe werden. Andere sollen durch dich gesegnet werden. Andere sollen durch dich Jesus Christus finden. Das ist eigentlich das Normale. Darum zweitens sein Wunsch. Er wünscht sich die Liebe seiner Kinder. So schreibt es Johannes, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das möchte Gott von uns. Dass wir in ihm, in seiner Liebe bleiben, dass wir Menschen sind, die erfüllt sind mit Jesus Christus und erfüllt bleiben mit seiner Liebe. Warum ist das so wichtig? Bei Gott zählt nur die Frucht. Bei Gott zählt kein Diplom, das interessiert ihn überhaupt nicht. Bei ihm zählt die Frucht. So sagt es der Herr Jesus, wer in mir bleibt, das haben wir auch gelesen, auf dem wunderbaren Zettel, Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Vers 8, hier wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und ich möchte euch jetzt nochmal einladen, gut mitzudenken. Ich denke, hier in diesem Saal sind die allermeisten bekehrt. Vielleicht alle. Sie sind wiedergeboren. Sie gehen zum Gottesdienst. Sie stehen in der Nachfolge Jesu. Sie sind dabei in der Gebetsstunde. Aber man kann in einem Gottesdienst sein, aber das Herz ist ganz weit weg. Man kann unter der Verkündigung des Wortes Gottes sitzen und denken, was koche ich heute zum Mittag? Oder wann wasche ich zum nächsten Mal mein Auto? Wie leite ich die nächste Gebetsstunde? Und man geht genauso, wie man gekommen ist, leer.
Jesus wünscht sich nicht, dass wir ständig in Bewegung sind. Er wünscht sich deine Liebe. Die Liebe seiner Kinder. Und das beginnt mit Stille, mit Zusammensein, Beziehung pflegen. Der Herr wurde einmal gefragt, was ist eigentlich das höchste Gebot? Matthäus 22, Vers 36, und er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott verlangt unsere Liebe. Nicht in erster Linie die Tat, die Aktion, sondern deine Liebe. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Nicht unser Tun, nicht unser Können, sondern unsere Liebe. Und noch einmal, Liebe heißt zuerst einmal ruhig werden, stille werden, Beziehung pflegen, miteinander reden, aufeinander hören. Eine Frau wünscht sich doch nicht in erster Linie einen Mann, der viel Geld verdient oder ein gutes Auto fährt. Das hat alles seinen Platz. Aber in erster Linie wünscht sie sich doch seine Liebe. Und ein Mann wünscht sich nicht zuallererst eine gute Köchin oder eine gute Hausfrau. Es ist wunderbar, wenn das so ist, aber in erster Linie wünscht er sich doch die Liebe seiner Frau. Und genauso wünscht sich Gott nicht unsere Aktion, unser Tun, sondern unsere Liebe. Und ich schließe mit der Frage, die der Herr Jesus Petrus gestellt hat nach seinem Versagen. Und auch wir versagen immer wieder einmal. Was sagte Jesus zu Petrus? Hat er gesagt, Petrus, wie oft gehst du auf deine Knie? Wie viele Tränen hast du geweint? Hat er das gefragt? Nein. Sondern er hat die einzige Frage gestellt, die wirklich entscheidend ist. Johannes 21, Vers 15. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Und Petrus wurde nicht auf die Seite gestellt, sondern ermutigt. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Und ich möchte euch diese Frage Jesu mitgeben in diesen Tag, sich mal Zeit zu nehmen, um einfach sich von Jesus ansprechen zu lassen, mit ihm zu reden über dein Leben, wie es momentan ist. Vielleicht sind Dinge, die Jesus ändern möchte. Er möchte dich ganz. Nur die kann er ganz beschenken, die ihm ganz gehören. Darum verlangt er unsere Liebe, unser ganzes Leben, ganze Hingabe, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Amen.